Und somit Grüße zurück zu Gran Turismo 7. Wir sind nun im Finale der Welt-GT-Serie im 5. Rennen und du siehst es ja schon. Nürburgring, 2 Runden. Ach du heilige Scheiße. Egal. Nicht jammern, nicht zudern. Ähm, Ich muss die Strecken lernen. Genau, ich kenn's. Ich bin's erst 3, 4 Mal gefahren in meinem Leben, wenn überhaupt, gell? Ja, lassen wir das Thema. Wir sind 2 Punkte hinten. Ähm, ja, was soll ich da sagen? Viel Spaß damit. Ich werde mich, glaube ich, noch weniger melden in diesem Rennen, als wie eh schon. Ne? Weil kennen durch die Strecke einen Scheiß. Und dann noch in der Nacht. Na, das wird lustig. Danke, Spiel. Naja. Ach so, da haben sie den Teil vom Nürburgring mit eingebaut, okay. Naja, drücken wir die Daumen. Mal schauen, ob ich dann im zweiten Gang bleibe. Wenn man dann beim Außerfahren leichter tut. Ne? Schaut nicht so schlecht aus. Ja, wie gesagt, ich habe keine scheiß Ahnung von der Strecken. Na wart na. Ja, danke! Ihr himalayanischen gevögelten Bergziegen. Jetzt kommen wir auf die Nordschleife, genau. Ich werde der beste Rennfahrer, mit kein einziger Rennstall nehmen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja, danke, du Pferd. Mein Gott. Ja, danke fürs Einbremsen. Ja, in der Nacht kenne ich die Strecken ja schon gar nicht. Tagsüber tue ich mir noch leichter. Kruzifix da!
Also Le Mans und Nürburgring sind eine Katastrophe. So. Aber ehrlich gesagt, jetzt bin ich aber dann schon froh, wenn die 5 Rennen vorbei sind, wirklich. War geil, der Mond. Ich meine, ich habe gewusst, dass es anstrengend wird. So. Falls jetzt in den nächsten Minuten meine Schnauzen halt bitte nicht besser. Wo ist jetzt die lange Gerade? Die muss ja da bald einmal kommen, oder? Ja. Oder gibt's da in der Varianten gar nicht? Na, schauen wir mal. Super klasse. Der kleine Ösi prügelt sie über den Nürburgring. Toll! Man, am wenigstens mehr Ahnung davon hat.
Ja, das ist eine Kameraeinstellung, die mag ich nicht. Kruzifix. Hä? Achso. Okay, das wusste ich nicht. Entschuldigung. Ja, mit mehr Streckenkenntnis war das alles einfacher. Aber im Prinzip, ich fahre die Kurven komplett blind an. Wie gesagt, da habe ich mein Spa leichter da. Super toll. Scheiße, ich glaube, für einen Sieg im Klassement geht es nicht mehr aus. Weil so far nicht. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Scheißen! Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen Temperamentsputzen, ich weiß.
Dort vorne ist gleich der nächste, den wir holen müssen. So. Boah. Schwitzen tue ich gerade wie ein Schwein. Jetzt war ich heute in der Firma schon duschen, nach dem Rennen gehe ich auch wieder duschen. Puh. Und nein, ich hab keinen Stress. Halt die Falten, das war jetzt anstrengend. Wow, das war jetzt anstrengend. Schauen wir mal weiter. Jetzt wird die Wiederholung kommen, gell? Na, das kommt jetzt. 150.000. Oh, schön. Freut mich. Aha. Puh. Karte wählen. Naja.
Ihre Sammlerstufe hat sich erhöht. Ja, das freut mich fürs Spiel. Ja, da wird es jetzt sicher Autos noch verkaufen werden. Wisst ihr was? Als kleiner Abschluss, wenn es interessiert. Ich lasse euch die Wiederholung jetzt. Könnt ihr euch das nochmal anschauen, oder? Na, weißt du was? Wir machen es so. Wir springen dann gleich in die nächste Aufnahme und dann werden wir uns einmal das anschauen, was wir jetzt alles gekriegt haben. Und ich werden schauen, was wir alles gekriegt haben, was wir alles verkaufen werden, wenn das funktioniert, jetzt endlich. Und dann werden wir uns noch ein bisschen weiter durchs Spiel schauen, was es alles gibt, was wir alles noch machen könnten und welche Autos ich mir kaufen will. Genau. Bis zum nächsten Mal. Baba. Na, warte, da nehme ich die jetzt noch mit. Schauen wir mal, was mir das Spiel sagt. Ich weiß es nicht genau. Okay, okay. Da haben wir alles soweit, ja. Gehen wir mal raus ins Menü. Kaffee. Ja, 39 Menübücher musst du durchmachen. Glück. Schätzung. Ich brauch das alles nicht. Ja. Warum haben sie das gemacht? Sag es mir bitte. Weg damit. Ich brauche keine Schätzung. Ich will es verkaufen. Ist es der Realtime-Simulator oder was? Oh, hey, das sind das Fotzen. Entschuldigung den Ausdruck, aber da bin ich narrisch bei sowas, ehrlich. Also Spieleentwickler halten ihre Kunden, die Geld dafür ausgeben für den Scheiß, wirklich für Vollidioten. Die dreiviertelten Autos brauchst du eh nicht. Chevrolet Camaro. Da wir den Weg oder nicht? Warte. Mal durchschauen da. Boah! Ah, sowas geht mir auf die Eier, wirklich. Ich weiß genau, dass ich den nie spielen werde. Dann nehme ich lieber die 1,3 Mille, dir sag es. Weil bevor ich da Geld ausgib, echt Geld, können sie mir einen Arsch lecken. Verkaufen, ja, interessiert keinen. Ach, sie können dieses Modell nicht mehr verwerfen, was? Ja. Rotz. Wieso zackern wir das zweimal an? Ja, ich brauche ihn eh nicht und wenn, dann kann man einen neuen kaufen. Schätzung, verwerfen. Ja, bitte. Ich schaue jetzt nur gerade mal so quer durch, was ich nicht mehr brauche. Ich weiß, dass ich den nie spielen werde. Für was brauche ich, für was soll ich denn kalten? Entschuldigung für mein Wutanfall gerade, aber mir geht sowas auf die Eier. Weg damit, wer braucht denn den Schatz? Bleiben uns trotzdem noch 2 Mille, warte mal, 3 sind 4. Ja, ein bisschen was bleibt uns ja über.
Weg. Braucht keiner. Das sind so unnötige Mechaniken oder Informationen, was das Spiel da gibt, das brauchst du nie. Den kann ich auf alle Fälle. Was habe ich denn noch, was ein bisschen mehr wert ist? Den kann ich mir. Braucht man nicht weg. Den Peugeot könnten wir uns. Den bayerischen könnten wir weg tun. Den BMW könnten wir uns, also mich nicht einmal so schlecht. Ford GT, den zwar halten wir uns einmal, den halten wir uns auch. In Supra halten wir uns auch. Den da mal weg, interessiert kann. Den da mal weg, den braucht eigentlich auch keiner. Ich zumindest nicht. BMW Z8. Seit wann habe ich sowas in der Garage? Weg braucht keiner. Wie viel Guthaben habe ich denn jetzt da? 3 sind 4, bleiben trotzdem 2 Millionen über. Es gibt nämlich 2 Autos, die ich mir kaufen möchte. Warte mal kurz. Wo? Brand, da Garage, da ist auch noch irgendwas herinnen, was wert ist anzuschauen. Ah, diese Glücksspiellose da, diese verraunsten. Ähm, ja, du einfach. Naja, 500.000 gebe ich mir auch schon zufrieden damit. Dieses Geschenk erhalten. Scheiß Glücksspielmechaniken. Vollidioten. Klar. Ja, super. Kann ich den Scheiß verkaufen. Na, sorry, aber da bin ich narrisch bei sowas. Du hast ja gerade gemerkt. Das hat mir am Anfang so stinksauer gemacht, wie ich das Spiel gespielt habe. In der ersten Stunde habe ich eine Dreiviertelstunde nur mal dumm geklickt. Klick, 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 klick. Wie so ein Vollaffe, wirklich. Also, na. Wo? Gebrauchte Autos, Garage? Was war denn da herin? Siehst, ich weiß nicht mehr die Menüs. Nix weiß ich, was das angeht. Was tust du jetzt? Spül? Aha. Ja, weißt du was, dann kannst du meinen Bugler berutschen. Gut, jetzt weiß ich aber nicht. Kaffee, Weltstrecken. Was ist jetzt frei? Irgendein Blödsinn halt, ne? Jetzt kommt wieder irgendein Blödsinn, was du 30.000 Mal klicken musst. Aha. Ja, was gibt's da jetzt so uninteressant? Haben wir da einer? Jetzt wird's interessant erst. Jetzt wird's interessant. Hihi. Neue Klassen, neue Rennen. Geile Sau. Red Bull Ring, was hat er denn? Hm. Weißt du was? Ich lass mir da was einfallen.
World Touring. Geil. World Rally. Jetzt gehen wir da mal raus. Gehen wir nach Amerika. Watkins Glen ist eine sehr interessante Strecke. Und im Prinzip hast du da nichts. Obwohl. World Touring Car. Road Atlanta. Nix. Nix. Daytona. GT. Also so GT und LMP-Klassen sind, interessiert mich. Mit dem Rest könnt's abfahren. World Rally, Special, irgendwas halt. Grand Valley Highway, bla bla blub. Laguna Seca ist immer geil. Das interessiert mich. Schauen wir noch nach Asien. Vielleicht ist ja da was Gescheites dabei. Ich glaube, da haben wir jetzt aber komplett täuscht. Das kann man. Das kann man. Kyoto. World Touring. Ziemlich viele GT-Klassen. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, das ist genau meins. Zu Kuba. Da man Schas oder Kleinigkeiten halt. Ja, jetzt interessiert mich eine einzige Sache noch zum Abschluss. Ich will mir 2 Autos kaufen. Ob's dann dafür Lizenzmissionen? Was war denn das nochmal? Kruzifix. Das waren die. Da gibt's auch sicher noch was wir nochmal spielen könnten. Ich muss mich wieder durchklicken, vor denen habe ich immer Angst, dass ich mich in ein Rennspiel durchklicken muss. KK, also das sind die. Vision Gran Turismo. Ich weiß schon, das sind diese Prototypen da, gell, diese grausigen. Silvia Sisters. Historische Sportwagen. Okay. Sammlerstufe 44. So, und jetzt hast du halt nur wissen, wo sind die Autos, die man sich kaufen kann. GT-Auto. Und Entschuldigung, ich entschuldige mich nochmal für meinen Ausraster. Aber es gibt Dinge, da werde ich einfach narrisch. Brands? Na, das war nicht das, oder? Doch, das war das. Ich war mal in den asiatischen Raum und der Toyota. Da gibt's 2 Autos, die ich haben wollen möchte. Da werde ich aber hergehen. 1, 2, 5 Mille. Okay, dann sind es 3 Autos. Der TS 030, der TS 50 und der GR 10. Das sind 3 Autos, die mich interessieren. Und wo ist da jetzt der Unterschied? Hä? Das ist ja der gleiche. 7? Ach so. Ja. Kenny, du bist ein blinder Vogel. 7 und 8.
Ach, schön. Hm. Aber beide kaufen, das interessiert mich gar nicht. Wir nehmen die Nummer. Wir nehmen die Nummer 8. Studioszene, dynamische Szene, das interessiert kann. Bitte einmal kaufen. Dankeschön. Was? Neues GR-Prototypen-Serie Bonusbuch. Okay. Ja, Spiel, wir gehen aber weiter einkaufen. Hm, rein der Name. Dann habe ich gesagt, das habe ich gesagt, ich will den Vorgänger, den TS50. Auch ein schönes Zeilchen. Da ist er noch unter LMP1 Sklaven. Weil die Hypercars gibt es eigentlich erst seit 2021 oder 22. Nein. Ja, so schwindet das Geld am Konto. Und ihn hier. Ist geil, aber ehrlich gesagt, der GR10 gefällt mir noch mehr. Nein, jetzt gehen wir da mal aussehen. Jetzt gehen wir da mal aussehen. Und irgendwas haben sie noch dazugefügt, gell? Ein neues Menübuch wurde hinzugefügt. Ja, was denn? Da, Menübuch. Schauen wir mal. Superformula. Superformula. Brauchen Sie Superformula? Aha. Historische Sportwagenmeisterschaft. Historik. Okay, das ist sicher was ganz was Altes. Die Silvia-Schwestern. Neoklasse. Da muss ich her. Mehr erfahren. GR-Prototyp-Serie. Geil. Also, wir haben das, wo wir hin wollten. In der nächsten Aufnahme, frag mich bitte nicht, wann sie kommen wird, das weiß ich noch nicht. Werden wir mal ein kleines Proberündchen drehen mit dem GR10. Warum das überhaupt funktioniert, ich weiß es nicht. Na, das war jetzt mein Stuhl, das war kein Furz. Also bitte, gell? Warte mal, jetzt interessiert mich aber trotzdem was. Europa. Spa. ...800? 800 oder weniger? Wie hört denn der GR10 überhaupt? 861. Hm. Le Mans 700. Spanien, Catalonia. Jetzt überlege ich nur gerade. Ähm,
Boah, wer hat denn so Tourenwagen? Toyota hat die Tourenwagen nicht, oder? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also was wir werden das nächste Mal machen. Weltstrecken, Garage, meine 3 kleinen Schätze. Jo, also dann, ich wünsche dir dabei was. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen an Spaß gehabt mit diesen ersten 5 Episoden. Schön ist er schon, ha? Naja, hören wir auf zu schwärmen, gell? Und den Rest sehen wir dann, wenn wir soweit sind. Ich bin jetzt ein bisschen aber dumm. Ich werde jetzt dann ein bisschen legendäre Autos. Ich werde es dann ein bisschen herumschmökern. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Ich werde mir da für euch was einfallen lassen. 10 Millionen. Euch hat man ja ein bisschen klein wenig in den Allerwertesten geblasen. Ja. Na passt. Ich wünsche dir dabei was. Bis zum nächsten Mal bei Gran Turismo. Wann's kommt, weiß ich nicht. Da muss ich mir erst was einfallen lassen, was ich mag und wie ich mag. Da muss ich mir erst durchschauen, was mir gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Baba.